die Wege der Zensur, und das scheint auch gestern schon angeklungen zu sein, offensichtlich andere und neue sind. Das heißt, dass wir es nicht mehr mit Kürzungen, Streichungen wie in dem Heine-Gedicht zu tun haben. Es wird wohl heutzutage nahezu alles gedruckt. Das Problem scheint mir im Gegenteil genau darin zu bestehen, dass fast alles gedruckt wird und dass im Internet auch unendlich viel Blödsinn zugänglich ist, den man besser nicht zugänglich machen würde. So viel also zu dieser Fragestellung des Streichens, Kürzens, einer handfesten, manifesten Zensur. Das Problem scheint mir weitestgehend heutzutage erledigt zu sein. Wir müssen uns deshalb mit den neuen und anderen Formen der Zensur auseinandersetzen. Es geht also nicht mehr durch konkrete Vorgänge der Art, dass man verbietet, sondern man lädt jemanden zum Beispiel einfach nicht ein. Wenn man sich ansieht, was in der Medienlandschaft in Deutschland derzeit an Kabarettisten auftaucht, dann wird man sagen, das sind die so bewährt sind und so professionell vom Kabarett leben, dass von denen keine substanziellen Angriffe mehr zu erwarten sind. Und alles, was möglicherweise nachkommt, an jüngeren und auch, sagen wir mal, aggressiveren Kabarettformen, erscheint überhaupt nicht. Das scheint mir das Problem zu sein. Also es werden bestimmte Leute von den Medien gepusht, die werden dauernd präsentiert, weil von ihnen keine Provokation mehr zu erwarten ist. Das wäre so ein Beispiel für diese neue exklusive Form von Zensur, mit der wir es zu tun haben und die viel schwieriger zu bearbeiten ist, als die wir noch aus dem 19. Jahrhundert kennen, also Heine als Beispiel.